So, Champi, fang doch an. Darf ich doch zuerst abschlucken? Nehmen Sie noch ein bisschen Backhändel, Herr Gerwig? Nein, bestimmt nicht. Ich kann einfach nicht mehr. Aber die Backhändel, also die sind gewaltig, Fräulein Riesel. Und mit so einem vollen Bauch sollen wir jetzt wieder anfangen zu arbeiten. Aber gehen Sie, arbeiten müssen Sie noch. Ja, wir sollten jetzt die 4. Folge von unserer Sendung. Zuerst noch die Zusammenfassung, Champi. Oder die könnten eigentlich Sie mal machen, Riesel. Sie haben ja die 3 letzten Sendungen auch gehört. Was soll ich machen? Ja, einfach schnell erzählen, was bis jetzt passiert ist. Na, das kann ich nicht. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Also die Leute da, wie heißen es schon wieder, Kabuff oder so? Kartuff. Ah ja, Kaduff. Mir tun's leid, die Leute. Überhaupt war der Schluss von der letzten Sendung so traurig. Das hätten sie nicht so schreiben dürfen. Wieso nicht? Na ja, da wohnt so eine arme und ein bisschen verluderte Familie in Notbaracken. Ja, ist denn das ein Wunder, dass nicht gerade feine Leute werden können? Bei solchen Verhältnissen? Und da kommt so ein Glücksfall. Was für ein Glücksfall? Na eben dieser Vrene, dieser Hausbesitzer, der eine verluderte Familie sucht, um die Mieter, diese Eidenbenz, aus der Villa am Zürichberg zu vertreiben, weil er sie sonst nicht los wird. Und da setzen ihm die vom Wohnungsnotamt diese Kaduffs ins Haus. Und am Anfang hat man doch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dem Vrene der Schuss hinten raus sei. Ach so, hat man das Gefühl gehabt. Aber klar, die haben sich doch so zusammengerissen. Direkt anständige Leute sind's waren, die Kaduffs. Und aufs Mal geht alles wieder schief. Krach im Haus. Und jetzt geht der Kaduff und kündigt. Also, wann das nicht traurig ist. Merci, Riesel. Und danke für die Mitarbeit. Wieso? Ja, weil wir jetzt keine Zusammenfassung mehr machen müssen. Und keine Angst, wir haben ja das Happy End versprochen. Ja, schon, aber ich glaube nicht, dass das noch gut herauskommt. Gerade letzthin haben sie doch zu ihrer Frau gesagt, dass ihnen die Happy Ends im Film und so zum Hals heraushängen. Ich bin ja schließlich auch noch da. Könnten wir das Käferli haben, Riesel? Gern, Herr Früh. Ja, also, wie soll das weitergehen mit diesen Kartuffs? Hast du es ja gehört? Der Kaduff durchkünden. Warum eigentlich? Warte jetzt noch, das sagt er im Film auf dem Büro für Notwohnung geht's dann gerade persönlich. Aber Herr Kaduff, ich verstehe das nicht. Sie haben die schönste Wohnung im besten Quartier, 5 Zimmer und alle Schikanen mit Terrasse und Garten und zahlen 100 Steine im Monat und Sie wollen ausziehen. Jawohl. Aber wo wollen Sie denn hin? Wollen Sie mir gerade etwas frei für Sie oder wollen Sie unter der Brücke schlafen mit Ihrem ganzen Tross? Warum nicht? Wenn es sein muss. Ja, welche Brücke darfst denn Sie? Gemüsebrücke oder Gehbrücke? Oder ist Ihnen das ein Mensch vornehmen? Mit dem Balzkaduff kein Sprüch, bitte, gell? Es werden doch irgendeinem abbruchreifen Haus oder in einer Baracke noch ein paar Schläge frei sein. Herr Kaduff, wenn einer Sprüche macht, dann bestimmt nicht ich. Dann erzählen Sie jetzt mal, was passiert ist. Dann wir schauen, nicht? Was ist schon passiert? Nichts ist passiert. Aber es geht einfach nicht. Ach, man sieht nicht aus mit den Leuten im Haus. Jetzt, Eidenbenz. Ach, die 2 Basenstockraten. Zuerst ist es ja gut gegangen. Ich habe einen Wasserhahn repariert und dann machen doch noch den Garten, wissen Sie? Ja, Sie sollten mal den Garten sehen. Der macht jetzt einen Ufer, schöne Gattung. Sie machen den Garten? Ja. Können Sie das? Ich habe dann auch meinen Garten gemacht oben in Graubünden. Und eben, zuerst habe ich, ja, da ist es ja prima gegangen. Ja, haben wir gemeint, das seien flotte Leute. Ah, ja. Und dann? Ja, meine Golf haben gestern etwas angestellt. Ein Bubenstreich halt und da haben sie reklamiert. Ich kann es einfach nicht verputzen, wenn man mir immer zu verstehen gibt, dass ich nicht da passe, sondern auf einen Leute. Der Lehrer hat so etwas gesagt und im Trübel denen haben sie auch so tun, wenn ich nicht das Bierli könnte zahlen. Da hat es mich halt verjagt. Ja, haben Sie Krach geschlagen? Ja, Krach. Ich bin einfach vorgekommen, ne? Jetzt bin ich sicher, dass der Eidenbenz sich beim Hausbesitzer wird beschweren und dann fliegen wir natürlich hoch. Da gehe ich lieber von selber und hau es dort her, wo es mir passt. Ja, wo es mir wohl ist. Ah, Sie meinen ja nicht stolz zu sein, ne? Muss nicht gerade aufheissen. Ja. Stolz. So arme Leute wie wir können sich das eigentlich gerne leisten. Stolz. Aber ich gehe lieber, bevor ich aufwerde. Dass ich anfange zu saufen und dann im Ballare womöglich noch Eidenbenz reinzwitschern oder die Bude zusammenschlagen. Wissen Sie, ich kenne mich affix. Ah, ich weiss, Sie sind ziemlich geschwind mit Ihren Füßen. Haben Sie erlebt? Sie, wenn man mich halt beleidigt. Ja, schon recht. Sie haben gesagt, Sie haben Angst, dass Sie wieder anfangen zu saufen. Wie haben Sie dann ums Himmels Willen jemanden aufgehört? Warum? Ist etwa nicht recht. Ja, doch. Na ja, ist echt nicht Böses. Kann denn in dem stinkvornehmen Viertel nicht jeden Abend eine Ballare heimfugen? Also, Kaduff, überlegen Sie sich die Sache doch einmal. Sie haben eine Prachtwohnung, sozusagen gratis. Sie haben ein anständiges Dach über dem Kopf. Sie sind noch nie gekannt. Sie können Lärm machen, so viel Sie wollen. Und mit dieser Wohnung umgehen, wie Sie wollen. Eben nicht. Das kann man eben nicht. Wieso nicht? Ich habe es Ihnen doch ausdrücklich erlaubt. Ja, schon. Aber das ist doch dummes Zeug. Man kann doch also eine schöne Wohnung nicht kaputt machen. Besonders jetzt, wo alles, was geschlottert hat, wieder hebt.
Und Seidenbenzer, das sind vornehme Leute. Ich kann doch denen nicht um den Kopf umeinander stampfen. Aber Sie dürfen, Kaduff, Sie dürfen. Aber ich will nicht. Und ich habe einfach genug, immer auf der Zehenspitze umeinander zu laufen und zum Dank dafür noch schief angeschaut werden. Ich will da raus und wenn's muss sein, ein paar Also, Herr Racker. Kaduff, jetzt habe ich genug. Ich sage Ihnen klipp und klar, ich habe in ganz Zürich keinen Schlag für Sie. Und Sie bleiben mir jetzt in dieser Wohnung und kommen mir nicht mit solchen Gesprächen. Aber wenn die Leute... Aber was gönnen Sie denn die Leute da? Ein alter Huten sonst nicht. Leben Sie, wie es Ihnen passt. Machen Sie Lernen, saufen Sie und da eins und nehmen Sie ums Himmels Willen keine Rücksicht auf die Eiderband. Das wäre das Dümmste, was ich heute mache. Ich komme nicht mehr nach. Wieso wäre jetzt das Dümmste? Ja, einfach so. Ja, ich meine, eben, wenn die Leute nicht immer denken würden, was die anderen sagen, dann wäre vieles anders. Aber in der Notbaracke sagen sie doch amigs genau das Gegenteil. Die Notbaracken sind das Gegenteil von einer Villa. So, und jetzt hauen Sie so und machen Sie da oben an der Irenenbergstraße, was Sie wollen, aber eine andere Wohnung kommen Sie nicht über von mir. Sie geben den ihren Mieter schon noch eigentümlich kuriose Ratschläge, muss ich schon sagen. Zuerst heisst man soll sich zusammennehmen und jetzt heisst man soll sich so schlecht benehmen wie möglich. Da soll einer noch nachkommen. Benehmen Sie sich gut oder schlecht, oder wie Sie wollen. Die Hauptsache ist, dass Sie sich benehmen. Und zwar, wie es Ihnen passt. Fertig, verstanden? Nein. Nein. Hast nicht verstanden. Aber wenn ich ums Teufels Willen muss in die Wohnung bleiben. Sie müssen, Punkt, fertig, basta. Ich muss, Punkt, fertig, basta, gern nicht. So, und jetzt? Adieu. Oh je, oh je. Was hat er wollen? Ausziehen hat er wollen. Sich zu vornehmen. Frau Brunner, ich habe das Gefühl, das geht schief. Schief? Ja. Ich habe die grösste Angst, wir hätten dem Frener statt einem Schreckensmieter einen Edelmieter in seine Villa gesetzt. Sophie, wenn du doch nicht weg bist, warum bleibst du noch nicht im Bett? Mag nicht. Warum bist du denn nicht arbeiten? Du bist doch gar nicht krank, das kannst du doch mir nicht erzählen. Ach. Komm jetzt. Was ist denn? Mir kannst du es doch sagen. Hast du Ärger im Geschäft? Nein. Ist es wegen gestern? Ich will einfach nicht. Er schaut mir immer beim Lift auf. Und ich will ihn einfach nicht mehr sehen. Ja, aber du bist doch nicht betrost. Nur damit ich den Gesell nicht mehr findet, willst du jetzt nicht mehr in die Lift arbeiten. Willst du einfach die Stelle anschmeißen? Find doch sofort wieder etwas. Und überhaupt lampen mir die Liftfahrer zum Hals raus. Ich mag nicht mehr. Ich mag einfach nicht mehr. Ja, aber die Lohn und... Wegen diesen paar Stützli. Ach, was ist jetzt auch das? Hey, der Reiderbanz. Entschuldigen Sie vielmals, Frau Kaduff. Ich hoffe nicht, dass ich störe. Darf ich einen Moment reinkommen? Um Himmels Willen, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Wer hat denn jetzt schon wieder etwas angestellt? Ja, nein, beruhigen Sie sich nur, Frau Kaduff. Das ist gar nicht passiert. Meine Frau und ich haben nur das Gefühl gehabt, ja. Wir sind vielleicht gestern an dieser ungefreiten Auseinandersetzung teilweise ein bisschen mitschuldig gewesen. Ja, wir haben ja nicht geahnt, dass die Buben das gut gemeint haben. Und wenn es doch da liegt, eben, ich meine, der Frieden im Haus ist ja mehr wert als alles Geld und Gut. Und ihr Mann ist ja, wenn man von seinen Temperamentsausbrüchen absieht, ja, wie soll ich sagen, er ist ein Original. Aber Original haben halt so etwas Originelles an sich drin. Ja, ganz abgesehen davon, dass wir noch nie so viel Freude hatten in unserem Garten. Herr Reiderbanz, bitte können Sie doch rein. Wieso frei? Danke. Bitte doch. Wieso frei? Ah, oh Gott, du bist ja das Fräulein Tochter. Das ist reizend. Ganz reizend. Das Fräulein Sophie, wenn ich mich nicht irre. Ja. Grüezi, Herr Reidenbenz. Ja, ist doch ein netter Zufall. Wie Sie heute Morgen schickt uns unsere Großtante aus Klosters zum Geburtstag von meiner Frau ein Stückchen Bindnerfleisch und ein paar Salsitz. Und wenn meine Frau und ich, ja, bis sie wegen dem hohen Blutdruck nur noch salzlos dürfen essen. Eben ja. Ja, da haben wir halt gedacht, wir könnten ihnen vielleicht eine kleine Freude machen. Bitte? Da wäre also die Sache.
Macht einem Bindner sicher mehr Freude als uns. Ja, aber Herr Reidenpenz. Ich will kein Wort von Dank hören. Der Herr Kaduff hat uns so viel repariert in der Wohnung und der Garten und alles. Ja, nein, glauben Sie mir, wir sind in Ihrer Schuld. Herr Reidenpenz. Ja, und dann noch etwas. Es tut uns freuen, wenn der Kari und der Sepp heute zum Mittag nach der Schule mal zu uns runterkämen, zum Sirup und Kuchen. Wissen Sie, seit meine Kinder nach Übersee ausgewandert sind wir doch viele allein und ich glaube, ich könnte meiner Frau kein gefreiter Geburtstagsgeschenk machen, als wenn wieder einmal an einem Nachmittag ein bisschen Kinderlachen durch unsere Stube ging. Was, der Kari und der Sepp? Ja, präzise. Einen Augenblick. Bitte, Frau Kaduff. Ja, Fräulein Kaduff. Ja, wir haben auch noch wenig Gelegenheit gehabt, miteinander zu plaudern. Was macht Ihre Arbeit? Sind Sie frei heute? Ich? Ja, das heisst... Ja, ich will es gerade sagen. Herr Reidenpenz, es ist Ihre Frau. Es ist ein Fräulein da, das Fräulein Herzig vom Freien, ich glaube, hat sie gesagt. Sie sollen doch bitte runterkommen. Ums Himmels Willen, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Na ja, dann will sie also nicht mehr länger aufhalten. Es gilt also für die beiden Buben, gell Sie? Ja, Herr Reidenpenz, ich weiss ja gar nicht, wenn ich Ihnen soll danken. Ich höre nicht. Ich will das Wort Dank nicht hören. Es ist ganz widersitz. Auf Wiedersehen. Also, auf Wiedersehen, Ade, Herr ade, Reidenpenz. Fräulein Ja, Sophie. Reidenbenz. 5 Salsitz. Und das Riesenstück Bündnerfleisch. Der Vater wird Augen machen. Der Vater. Und der Vater ist gekündigt. Und du laufst aus der Stelle davon. Komm, brüll doch jetzt nicht. Du, ja, eine verrückte Lust auf so einen Salzsitz. Jetzt noch Kaffee? So weit her kann es ja mit deinem Kummer auch nicht sein, wenn du zu allem anderen noch Lust auf einen Salsitz hast. Darf ich? Ja. Aber lass mir auch ein Stück. Fräulein Herzig, bitte. Was gibt's wieder Gutes? Hat Herr Frehner schon wieder etwas zu reklamieren? Herr Eidenbenz, Sie wissen, was für Differenzen zwischen Ihnen und dem Herrn Frehner bestehen. Es geht aber damals nicht darum. Ich möchte nur ein paar Erkundigungen einziehen. Ich bin aber kein Auskunftsbüro. Aber wir sind eine vermietende Firma und wir werden wohl das Recht haben, in unseren Häusern nach dem Rechten zu sehen. Ach so. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie Mitinhaberin von diesem baufälligen Haus sind. Ich bin nicht Mitinhaberin und das Haus ist nicht baufällig. Ich bin Privatsekretärin vom Herrn Frehner und als solche befugt. So. Sie sind befugt. Ja, also dann fugen Sie mal los. Gustav. Ist doch wahr. Soll einem doch nicht der Kragen platzen? Ob Ihnen der Kragen platzt oder nicht, geht uns nichts an. Schliesslich ist es Ihren Kragen. Wir möchten nur wissen, ob Ihnen der neue Mieter da oben keine Schwierigkeiten macht. Wieso? Ja, über nicht lärmig sein oder über sich schlecht benehmen oder... Ja, einfach über Ihnen keine Ungelegenheiten machen. Das ist ja sehr interessant. Was? Dass sich der liebliche Herr Frehner plötzlich so um unser Seelenheil kümmert. Das ist eine vollkommen neue Platte, die der Herr Frehner hier auflegt. Ich möchte Fräulein mit Ihnen Herzig. nicht diskutieren, Herr Eidenbenz. Ich möchte nur wissen, ob Sie Klagen haben oder nicht. Ich will Ihnen jetzt einmal etwas sagen. Und sagen Sie es bitte dem Herrn Frehner weiter. Aber wörtlich. Er soll nicht mit der einen Hand der Wohltäter spielen und einer kinderreichen Familie zu einem rechten Heim verhelfen. Und mit der anderen der Spion, wo sie wieder auswerfen will, wenn sie nicht passt. Das ist nicht Ihre Sache, Herr Eidenbenz. Schauen Sie, das sind arme Leute, die sich alle Mühe geben. Gewiss, es hat kleine Reibereien gegeben am Anfang, aber er und seine Frau haben das Haus im Stand gestellt und repariert und putzt, wie es der Herr Frehner ja nie für nötig gefunden hat. Ich kann ihm im besten Willen nur mit der allerbesten Auskunft dienen. Und wenn Sie etwas anderes erwartet haben, dann tut es mir halt leid. Ja, aber... Ja, dann schauen Sie doch einmal das Haus an. Und den Resttrick. Und die Wäschküche. Sogar die Wasserhähne funktionieren wieder normal. Alles ist gemacht, was der sauber Herr Frehner nie hätte machen wollen. Und der Garten ist ja das reinste Wunder. Der Herr Frehner soll doch froh sein, dass er mal eine menschliche Regung hat. Das hat sich schon ein paar Mal zahlt gemacht. So, wollen Sie noch etwas wissen? Nein, ich glaube, da langt mir. Das ist ja gut. Darf ich Ihnen jetzt in diesem Fall die Wohnungstiere zeigen, falls Sie sie nicht finden? Gustav. Es ist in Ordnung, Frau Eidenbenz. Ich gehe schon. Es wird mir wohl tun, wieder mal jemand sein, wo man höflicher ist miteinander. Mir auch, Fräulein Herzig. Gustav. Ich bitte, Gustav, jetzt bist du aber zu grob gewesen. Warum? Ich habe doch nur die Wahrheit gesagt. Ja, aber
wenn die Herzig das alles so berichtet, wenn der Vrener uns kindet. Und das möchte er ja schon lange gern. Das ist alles immer noch kein Kündigungsgrund. Du kannst sicher sein, so leicht bringt mir der Frener nicht raus. Also das Temperament, das du hast. Man könnte meinen, du seist der Kartoffel. Ja, von dem könnte man sicher noch viel lernen. Kartoffel? Ja, wo brennt's? Er sagt heute eine Stunde spät gekommen. Haben wir ins Büro? Eben, etwas Amtliches. So, etwas Amtliches. Sagt man dem jetzt so? Was dem? Ihr seid noch vor einem Monat bei dir ein bisschen mit komischen Ausreden und einem gespässigen Geruch aus dem Mund spät gekommen. Man hat uns auch zugedrückt, weil ihr ja schon gute Arbeiter sind. Aber wenn der alkoholische Schlendrian wieder anfangen Aber die haben doch heute schon wirklich... recht. Keine faule Ausreden. Seit ein paar Wochen ist es gut gegangen und alle haben Freude gehabt. Darum möchte ich Sie bei Zeiten warnen. Also das ist dann doch der Gipfel. Wissen Sie, was Sie mir können? Kennen Sie Mastrils von hinten? Gaduff! Jawohl, und selbst können Sie mir. Sind Sie überhaupt froh, dass ich heute gekommen bin? Ihre blöde Fabriklampe hat mir sowieso schon zu beiden Muscheln raus. So, nehmen Sie sich zusammen. Nix zusammen. Ich lasse mich nicht abpfeifen wie ein frisch gestrehlter Lausbub. Herr Gaduff, Hier. Ja, was ist? Was ist wieder? Ist etwas nicht recht? Sie sollen schnell aufs Personalbüro kommen, zu Herrn Dr. Schlatter. Ich? Warum? Er wird schon wissen, warum, der Schlatter. So, aha. Ich komme. Das ist mir sowieso alles gleich. Bin gerade richtig geladen. Jetzt braucht's nur noch einen Funken, dann explodiert der Kartoffel wie ein Pulverfässli. Ich würde euch anraten, Abstand zu nehmen, sonst gibt's noch Märzentöpfchen auf der Nase. Ah, Alkohol explodiert noch schnell. Da haben sie sich dermal schwer getäuscht. Dermal explodiert eine ganze Büttnerseele und nicht nur der Kartoffel, der genug hat von der Fabrik. Ja? Der Herr Kartoffel ist da, Herr Doktor. Ah, gut. Er soll gerade reinkommen. Herr Kartoffel, wenn Sie so gut sind? Ja? Ah, guten Morgen, Herr Kaduff. Na, wie geht's? Herr Doktor, ich will Ihnen nur eins sagen. Da gibt man sich alle Mühe, krampft es einem fast kurios mit dem oberen Stübli, kommt pünktlich zur Arbeit und wenn ich einmal zu spät komme, soll ich schuld sein, wenn die Fabrik retour geht? Halt. Was ist passiert? Ja, wenn ich jetzt... Nun setzen Sie sich erst mal. Weil ich heute Morgen zu spät gekommen bin, wo ich doch tatsächlich vom Büro gesehen bin für Notwohnungen. Ah, Sie sind heute spät dran. Sie, das wundert mich aber. Ich habe doch gerade vor ein paar Tagen die Meldung bekommen, dass Sie in letzter Zeit immer pünktlicher, vor allem immer nüchtern zur Arbeit dran sind. Und dass man mit Ihnen im Allgemeinen zufrieden ist. Hä? Was, hä? Stimmt's aber nicht? Klar stimmt's. Aber eben, heute habe ich doch das Büro für Notwohnungen. Aha, wegen Ihrem Wohnungswechsel offenbar. Darum habe ich Sie auch da angeholt. Sie wohnen jetzt an der Irenebergstraße. Ja. Aha. Also, ja, wohl, stimmt. Also, Sie sind doch Bauer gsi. Ja. Und kennen sich in der Landwirtschaft aus. Ja. Und wo es einmal nicht gut gegangen ist mit Ihrem Gütli, da haben Sie als Gärtner geschafft. In einer Großgärtnerei zu Chur. Ah ja, man macht halt, was man kann, ne? Ja. Ja, also die Sache ist so. Sie sind durch Ihren Wohnungswechsel praktisch Nachbar geworden vom Dominik Zellweger. Wissen Sie, der Sohn von unserem Seniorchef. Und der hat mich beauftragt, ihm jemanden zu finden, der ihm zweimal in der Woche den Garten in Ordnung bringt. Ja? Ich habe an alle möglichen Gärtnereien gefragt und sie sind alle überlastet. Würden Sie sich das zutrauen? Aha. Unserem Chef, sein Garten? Ja, also Garten, sagen wir mal Gärtli. Viel Arbeit ist es, glaub ich, nicht. Wir würden Ihnen selbstverständlich nötige Zeit freigeben. Und ich glaube, vom Herrn Dominik könnten Sie ein ganz hübsches Honorär erwarten. Er ist lang nicht so sparsam wie unser Seniorchef. Na, wären Sie damit einverstanden? Ja, wenn Sie meinen. Sind's Blumen oder Gemüse? Ja, da müssen Sie selber nachschauen. Ich glaube kaum, dass der Herr Dominik Radiesli pflanzt in seinem Garten. Ja, und ich krieg die frei für das. Und der die ist noch bezahlt werden für die Gartenbüte. Klar, da haben Sie die Adresse. Können Sie sich einmal vorstellen. Sie können gerade jetzt gehen. Jetzt? Oh, das wär's denn. Gell, Sie? Ja, wissen Sie, ich verträge einfach die Drehbank nicht mehr. Wenn man immer noch der frische Luft geschafft hat wie uns rein, dann kann man nicht einfach den ganzen Tag wieder in die Fabrik einstehen. Es wäre alles viel leichter, wenn ich natürlich zweimal in der Woche einen halben Tag frei kriegte, um im Garten zu krampfen. Herr Doktor, also, ich muss sagen, ich müsste Ihnen danken.
Ja, schon recht, schon recht. Werden Sie jetzt nur nicht sentimental. Was ist das? Aha. Gottfried Stutz, instrumental. Wenn ich denke, dass ich eigentlich ihn auch künden wollte. Was? Ah ja, es ist oder so eine Idee gewesen. Ne? So, Ruhe bitte. Ich habe gemeint, ich hätte es mit den 6. Klassen zu tun, nicht mehr mit den 5., die bei jedem Witzli eine Viertelstunde giggeln. In der ersten Stunde nehmen wir mal den Bezirk vom Kanton Zürich durch. Weiss einer von euch, was das ist, ein Bezirk? Aurelie? Ein Bezirk. Ja. Das ist eine Gegend. Ja, eine bestimmte Gegend. Ja, das hat etwas. Aber der Katzensee ist auch eine Gegend und noch lange kein Bezirk. Da gehört noch etwas anderes dazu. Wer weiß es? Ja, Sepp? Ein Bezirk ist eine politische Zusammenfassung von ein paar Gemeinden mit eigener Gerichtsbarkeit und einer eigenen Amtsmannschaft. Hoppla, das stimmt ja schier. Kannst du mir ein paar Bezirke sagen vom Kanton Zürich? Ja, also Zürich, Oster, Winterthur, Horgen, Meilen, Dielsdorf. Nicht schlecht. Nehmt euch ein Beispiel. Ein Bündner und der weiss besser Bescheid über euren Kanton als ihr Zürichbuben. Wie kommt denn das, Sepp? Ja, ich habe das alles schon mal. Ja, denke mal, gelesen, gell? So, Schluss für heute. Wir fangen also mit dem Bezirk vom Kanton Zürich in der ersten Stunde an. Ade miteinander. Sepp, einen Augenblick. Also mal, Sepp. Wissen eigentlich deine Kameraden da, dass du die 6 schon mal durchgemacht hast? Hast du es ihnen schon gesagt? Nein, ich habe geschämt. Und So, warum geschämt? weil es doch eine Schande ist und ein Unglück, wenn man hocken bleibt. Eine Schande? Eine Schande ist es erst, wenn man aus dem sogenannten Unglück nichts macht. Hä? Man sagt nicht «hä», man sagt «wie meinen Sie?» Wie meinen Sie? Wie meinen Sie, Herr Hilti? Wie meinen Sie, Herr Hild? Ich meine das so, Sepp. Wir machen da so eine Art Vertrag miteinander. Du hast die 6 schon mal durchgemacht und weißt also mehr oder weniger alles, was man jetzt in dieser Klasse neu lehrt. Jetzt verlange ich von dir, dass du einer von meinen guten Schülern wirst. Und dafür sage ich keinem, dass du die 6 schon zum 2. Mal machst. Es bleibt einfach unter uns. Du kannst ja sagen, du sagst beim Zügel aus dem Bündnerland ein bisschen hinten ankommen. Das heisst aber, dass du dann einer von meinen Besten werden musst. Du hast alle Chancen. Gilt's? Ja, Willst du dir Mühe geben? Weisst du, so haben wir dann beide Freude aneinander. ich will schon. Also dann, spring! Adieu. Ja, was ist noch? Nur wollte sagen, danke vielmals. Ach so, fein. Gleichfalls in dem Fall. Wie bitte, Herr Hilti? Gleichfalls, habe ich gesagt. Ich danke dir auch. Und so regnet es also lauter Glückseligkeit auf unsere Familie gerade auf. So viel, dass es schon fast nicht mehr wahr sein kann. Ja, was willst du? Wenn er mal irgendwo das Glück einschlägt, dann brennt es halt ringsum weiter und weiter. Du willst doch nicht etwa sagen, dass noch mehr Glück über die Familie hineinbricht. Du, als geschworener Gegner vom Happy End. Ja, das weisst du doch. Das geht einem beim Schreiben immer so. Glück und Unglück, das sind 2 Lawinen. Die nehmen auf jeden Fall zu. Müssen wir schon so weitermachen? Oh je. Ich weiss, heutzutage ist es ein bisschen altmodisch, wenn etwas gut geht. Aber was sollen wir machen? Wir kommen um die Szenen im Trübli nicht um. Im Trübli? Ja, du weisst doch, der Kaduff hat seinen Nebenjob beim Dominik Zellweger bekommen. Er ist selig und kommt beim Trübliwirt vorbei. Das ist jetzt prima, dass ich Sie treffe. Sie sind mir doch nicht etwa böse wegen gestern. Warum? Weil ich Sie zu dem Becher eingeladen habe. Ich kann Sie sicher nicht beleidigen. Ich habe nämlich eine ganz bestimmte Absicht gehabt. So? Ja. Sie wissen ja, was der Eidenbenz so über Ihre Arbeit in seinem Garten erzählt. Was erzählt er denn? Ja, er sei so zufrieden mit ihnen. Und da hatte ich halt einen Hintergedanken gehabt. Ich habe gedacht, wenn Sie mir ein paar Stunden in der Woche auch ein bisschen für meinen Garten schauen würden. Ich habe keine Zeit und die Leute finden mir einfach nicht. So, Ihr Garten auch noch? Ich bin doch nicht des Königs Naturwundergärtner. Was ist denn noch los? Ja, es wäre nicht viel Arbeit, aber ich würde es gut zahlen. Das ist also schon verhext heute. Jetzt soll ich schon den Garten um Herrn Zellweger machen. Was? Der auch? Ja, da haben Sie natürlich keine Zeit für mich. Ja, das ist jetzt noch nicht gesagt. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was dabei rausschaut. Ne? Ja.
Aber jetzt darf ich Sie doch zu einem Aperitif einladen, ohne dass Sie gerade wieder davonlaufen. Ja, schon. Jetzt ist es natürlich etwas anderes. Was darf Sie? Ein Campari, ein Cynar, Dubonnet, Mandarin, Sherry oder ein Porto? Oder etwas Würziges, ein Martini 3? Nein, tut schon. Ja, ich meine, ob Sie einen Martini 3 nehmen. Ja, ich kenne doch die Nummerierung nicht. Einfach ein Becher hell. Ja, wie Sie wollen. Anni? Ja? 2 Becher Stern Spezial. Ich muss Ihnen außerdem noch sagen, dass ich noch ein paar Interessenten hätte von meinen Kunden, die froh wären, wenn man den Garten mich, zum Beispiel der Herr... Ja, nur langsam. Schließlich habe ich auch noch einen anderen Beruf. Ja, dann müssten Sie natürlich schauen, wie Sie das einteilen. Der Herr Heidenbenz hat gesagt, das Gärtner sei Ihr Hobby. Sie? Manchmal fährt einer nicht schlecht, wenn er aus seinem Hobby einen Beruf macht. Aha. Merci. Sorry. Zum Wohl. Danke. Merci. Prost. Prost. Es reisst nicht ab. Das kann ich auch nicht. Kannst du dir vorstellen, wie selig der Kaduff heimgekommen ist? Er hat von seinem verklärten geistigen Auge bereits gesehen, dass er überhaupt nicht mehr in die Fabrik muss und seinen ganzen Lebtag bei Rösli und Schnittlauch und Zwiebeln und Astern verbringen kann. Und der Sepp ist auch heimgekommen und hat gar nicht essen. Er hat sofort Aufgaben machen und hat erzählt, so einen glatten Lehrer hätte er noch nie gehabt. Und Frau Kaduff, sie hat das Bündnerfleisch und das Salsitz von Seidebenzes aufgetragen. Und da sind dem doch wahrhaft hartgesottenen Kaduff fast Tränen gekommen. Also, das ist fast nicht zum Glauben. Das ist ja verrückt. Die nächste Woche arbeite ich ja hier gratis für den Mann. Der soll einen Garten haben, dass eine Gartenbauausstellung an Unkraut Lister gegen. Und dann ist er, nachdem er sich sehr bedankt hat, wieder an seine Arbeit und die Kinder sind in die Schule und haben sich schon gefreut auf den Kuchen und den Sirup am Nachmittag bei Seidebenzes. Und Sophie und Frau Kaduff sind wieder alleine gewesen. Und auf einmal läutet's. Wieso? Es läutet meine ein bisschen viel in unserem Stück. Schon, aber jetzt muss es einfach läuten. Voilà. Warum dann läutet's? Du hast noch das Jasskessel von der Frau von Orelli und der Frau Weber vergessen. Die müssen doch jetzt aufkreuzen. So, ja. Also, dann sollen sie halt aufkreuzen. Sie dürfen unseren Besuch ja nicht falsch auffassen. Er soll vor allem nichts anderes sein als eine Art, ja, ein Grüezi von der Nachbarschaft und gewissermaßen... Ganz einfach. Wir freuen uns, dass der Herr Frehner Ihnen die schöne Wohnung gegeben hat. Er steht sonst nicht im Ruf von einer besonders grossen Kinderfreundlichkeit. Oder von einer besonderen, wie soll ich sagen, sozialen Ader. Ja, also, kurzerhand, willkommen bei uns. Dankeschön. Und gerade auch unser Kompliment. Sie haben sich ja da sehr hübsch eingerichtet. Tatsächlich, ja. Es ist erstaunlich, wie man sich mit Kleinigkeiten, ja fast billigen Möbeln, so gemütlich kann. Es sieht reizend aus, Biene. So sauber, so adrett. Und wenn man denkt, dass sie das alles ohne Hilfe machen müssen, bei 4 Kindern. Tüchtig. Ich kann Ihnen sagen, ich wäre gerade weg verloren. Ich habe einen Sprenzel daheim, studiert jetzt. Aber ohne Hilfe wäre ich mit dem einzigen Kerl nie fertig geworden. Heutzutage sind sie ja so frech, die Kinder. Ja, es ist manchmal schon ein bisschen viel. Aber wissen Sie, seit wir hier wohnen, hat halt jeder das Gefühl, dass man es ein bisschen mithelfen. Und mit Ach und Krach kommt man dann so über das Schlimmste weg. Gell, Sophie? Ach, Ihre Tochter, mal reizend, ein richtiges Bündner Gesichtli. Jesus, da stand ich da und red. Sitzen Sie doch ab, bitte. Sie nehmen doch sicher eine Tasse Tee, gell? Okay. Vielleicht ein bisschen Bündnerfleisch? Bündnerfleisch, wie originell, natürlich aus dem Heimatdörfli. An jeder Scheibe ein bisschen Heimweh. Sophie, komm, gang nicht ein bisschen auf und mach dir Tee. Hm? Reizend, ganz reizend. Außerdem stirb ich für Bündnerfleisch. Wie? Ich meine, es ist eine Leidenschaft von mir, wenn es nicht so teuer wäre. Ach, teuer. Ja, wir haben es geschenkt bekommen von Eidenbenzes, wissen Sie. Die Eidenbenzes haben es auch geschenkt bekommen, aber die dürfen es nicht essen. Wissen Sie, wegen dem Blut, Druck. Ich glaube, wegen dem Salz oder so etwas. So. Ja, bei Blutdruck ist es also gut, wenn man salzlos isst. Ach, das ist doch dummes Zeug und längst überholt. Mein Mann hat seinen Blutdruck jetzt gesenkt mit so Tabletten. Außerordentlich wirksam, sage ich Ihnen. Isaplan heisst es, glaube ich. Es ist so ein Beruhigungsmittel. Es ist erschreckend. Er schläft damals mitten im Satz ein. Erstaunlich für einen Manager, gell? Ja, also wir haben ja eigentlich nicht über Blutdruck und Managerkrankheit reden. Wir haben einfach gedacht, so als Nachbarn könnten wir mal bei ihnen vorbeikommen und einfach so fragen, ob sie sich da schon richtig eingelebt haben. Und ja, ob wir ihnen irgendwie behilflich sein könnten. Ja, wie meinen Sie das?
Ich dachte jetzt vielleicht gerade sagen, wir sind eine Gruppe von sozial denkenden Frauen. Pardon. Ich möchte nicht, dass Sie es falsch verstehen. Wir möchten wirklich nichts anderes, als Ihnen ein bisschen helfen. Ja, es wäre doch möglich, dass Sie Anschaffungen nötig hätten, die Ihnen jetzt schwerfallen. Und wir wollen also in keiner Art und Weise Wohltäterinnen spielen. Kurz, also, wir haben 300 Franken in unserem Jasskessel. Und wir haben einfach gedacht, die täten Ihnen wahrscheinlich gut, nach all den Kosten, die Sie gerade hatten mit dem Umzug und mit dem Einrichten. Und die haben wir Ihnen bringen. Ich glaube nicht, dass mein Mann einverstanden wäre, wenn ich das annehme. Aber ich bitte Sie, warum auch nicht? Wir sind sicher arme Leute und haben jeden Rappen bitter nötig. Aber bis jetzt haben wir uns immer selber durchgebracht. Haben wir Sie jemanden beleidigt? Nein. Ach, ich habe doch gedacht, so kann man das nicht machen. Schwamm drüber. Vergessen Sie es, Frau Kaduff. Reden wir ein bisschen von Ihren Kind. Wissen Sie, dass ein Bub von Ihnen mit meinem Bub in die Schule geht? Er hat ein ganz gefitztes Bürschli, er hat ein wunderbares Kätzchen modelliert. Und heute, als er heimkommt, hat er Bescheid gewusst, wie nicht schnell einen. Er soll doch einmal meinen Fritz besuchen. Ich bin so froh, wenn einer mit ihm die Aufgaben macht. Er ist ja so faul, ganz der Vater. Ach, der Tee. Und das Bündnerfleisch. Jetzt haben Sie sich noch Umstände gemacht wegen uns. Also das tut mir jetzt leid. Nein. Sophie, schenk doch ein. Sie entschuldigen, ich habe leider keinen Würfelzucker. Aber bitte, der andere vergeht ja viel schneller. 2 Löffel bitte. Ja, gern. Wie alt sind Ihre Kinder? Das Jüngste ist bald jährig. Und die beiden Buben die sind in der 4. und in der 6. Und Sie sind bereits berufstätig, Fräulein Kaduff? Ja. Ja, wo? Was machen Sie? Ach, nur so. Sag's nochmal. Den Lift habe ich bedient in einem Warenhaus. Aber ich möchte schon lange gerne etwas anderes machen. Begreiflich, eine eintönige Arbeit, kann ich mir vorstellen. Können Sie Sprachen? Ja, Romanisch natürlich. Und Italienisch fast wie Deutsch. Und Französisch, ja, was man halt so in der Schule lernt. Englisch? Ja, sie hat einmal einen Englischkurs genommen. Ja, da ist doch Liftgirl nichts für Sie. Hätten Sie Lust, etwas anderes zu machen? Ja, Lust schon. Aber was? Ach, bei dieser Personalknappheit. Und wenn Sie Sprachen können, lehren Sie noch Steno und Tippen. Ich muss doch verdienen. Es gibt ja Abendkurs. Kommen Sie, warten Sie mal, morgen Abend nach der Nacht bei mir vorbei. Da ist mein Mann daheim. Der sucht ja immer Leute fürs Büro. Und ich bin sicher, dass er sie brauchen kann. Und wenn sie einhängen und sich aufschaffen, eine tüchtige Sekretärin ist Gold wert. Ja. Soll ich einfach? Morgen Abend um 8 Uhr. Freudentalstrasse 12 eben. Gellen Sie mir, erwarten Sie? Sicher. Wenn ich sage. Das Bündnerfleisch ist prima. Mama, was hast du denn? Um Himmels Willen, was haben Sie denn? Ich muss einfach heulen. So, Mama, nimm die Zimmer. Ja, was ist denn? Es ist einfach zu viel. Das ganze Leben lang wird man immer rumgeschupft und ist nichts und gilt nichts. Mama, wie können Sie ja so reden? Und auf einmal redet man mit einem, wie wenn wir plötzlich Leute waren wie sie und... Aber Sie sind doch Leute wie mir. Nur vielleicht noch ein bisschen tüchtiger. Ach. Ja, das darf man schon sagen. Wirklich tüchtiger als mir. Sie schlagen sich ehrlich mit einem kleinen Einkommen durch und mit einem Haufen Kind. Haben Ordnung in ihrer Sache und ihren Stolz. Glauben Sie mir hat es mehr Eindruck gemacht, dass Sie uns das Geld abgelehnt haben, als wenn Sie von Haus aus 1 Million hätten. Und darum darf ich Sie bitten, die 300 Franken jetzt anzunehmen. Betrachten Sie es nicht als eine milde Gabe, sondern als, ja, meinetwegen einen Vorschuss auf den Lohn von Ihrer Tochter. Es gibt doch vielleicht einen Teppich oder Vorhang. Man muss auch ein Geschenk annehmen, Frau Kaduff. Besonders wenn es von jemandem kommt, der Sie ehrlich bewundert. Eine rührende Szene. Ja, was wollen wir jetzt machen? Nimmt sie das Geld an oder nicht? Tja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, ja. Stolz ist eine prima Sache, aber 300 Franken sind auch eine prima Sache. Und mit Stolz kann man kein Vorhang kaufen. Ich habe so rot-grüne gesehen, so grosse Blumen. Nein. Also Rot und Grün passt leider nicht zu dieser Tapete. Ich würde Ihnen blau-weiß gestreifte vorschlagen. Vielleicht Jeans. Das kommt zu teuer. Nehmen Sie ein einfaches Blumenmuster, wie es Ihnen gefällt. Es muss ja nicht Ihnen gefallen, Frau von Norelli, sondern der Frau Kaduff. Sie müssen mich nicht falsch verstehen. Ich habe gemeint, wenn man in einer gewissen Richtung Geschmacksbild... Ich glaube, Frau Kaduff weiss schon, was ihr gefällt. Ja, aber hören Sie... Ja, es könnte ja auch rote und
Und blaue Blumen sein? Ja, also irgendwann wird die Sache mit dem Vorhang klar sein. Darum lassen wir jetzt den Vorhang fallen über die Szene. Und machen den Vorhang auf über den nächsten, betitelt «Sturm im Amt für Notwohnungen». Herr Brunner, was ist? Sturm, Herr Völlmi. Sturm? Wer ist es? Der Herr Freiner mit dem roten Kopf wie ein Gückel. Was Himmels Willen. Ja, lassen Sie rein. Bitte, Herr Freiner. Danke. Herr Freiner, nett, dass Sie da mal vorbeikommen. Keine Höflichkeiten, keine Gesummsbitte. Jetzt müssen Sie auch. Ich habe keine Zeit für viele von so Settings. Verdienen mein Brot nicht mit Geflunker. Pardon. Also ich muss Ihnen sagen, die ganze Sache ist ein Skandal. Was? Was? Sie wissen ganz genau was. Sie haben mich geleitet, und zwar auf eine ganz heimtückische Art und Weise. Aber Herr Freiner... Nicht, aber reingelegt haben Sie mich. Ganz dreckig reingelegt. Sie haben mir versprochen, dass Sie mir einen richtigen Hund liefern in mein Haus an der Irenebergstrasse. Ja, aber die Kaduffs... Bitte erzählen Sie mir nicht, dass Sie nicht gewusst haben, was die Kaduffs für Leute sind. Natürlich habe ich das gewusst. Eben. Und wenn Sie das gewusst haben, was das für Leute sind, warum setzen Sie dann ausgerechnet sättige Leute in meine Hütten auf? Aber Sie haben doch einen Hund wählen. So. Ich habe meine Sekretärin herzig ins Quartier aufgeschickt, um bis Eidenbenzes Erkundigungen einzuziehen. Ich sage Ihnen, noch nie ist so viel Ordnung in dem Haus. Der Garten sieht aus wie einer der hängenden Gärten von der Semiramis. Wer ist das? Sie, nur keine Ironie bitte. Das vertrage ich am allerwenigsten. Der Keller sei frisch gestrichen. Im Estrich sei in Ordnung wie im landwirtschaftlichen Musterbetrieb. Und das Eidenbenzes, aber nicht mit einem Wörtchen haben sie sich beklagt. Frech sind sie herzig nachgekommen. Sie haben gesagt, ich soll nicht den Wohltäter spielen und nachher hoffen, ich käme schlechte Auskunft über die Kaduffs. Da ist der Gipfel. Sie haben mich geleitet und Sie haben es gewusst. Also bestimmt nicht, Herr Freiner. Ich habe sicher nur die allerschlechtesten Referenzen über die Familie. Ein Sauf, Kind sind Zeug auf, eine Lärmung, machen einen Streich nach dem anderen, der Kaduff ist schon wegen Körperverletzung vor Gericht. Überhaupt, bitte, da. Das können die alles in meinen Akten anlesen. Ach, Ihre Akten. Weiss der Teufel, was Sie da mit zusammen fantasieren. Sie haben einen Hausbesitzer, der sowieso schon in Schwierigkeiten ist, reinlegen. Den Eidenbenzes ist noch nie so wohl in dem Haus. Die denken nicht im Traum daran auszuziehen. Und jetzt bin ich der Dumm. Aber da haben Sie doch noch ein bisschen Geduld. Es ist ja vielleicht möglich, dass Sie sich am Anfang ein bisschen zusammennehmen, die Kaduffs. Aber gerade heute Morgen ist er da gewesen, hat man gesagt, er will fort von da oben. Passe nicht dort hin. Wenn das so weitergeht, dann garantiere ich für nichts. Ich habe ihm ausdrücklich gesagt, er kann ihn lernen machen und tun, wie er will. Garantiere Ihnen, Herr Freiner, der Zirkus muss losgehen. Nach 2-3 Wochen und dann ist der grösste Krach im Haus. Und zwar einer, der kein Eidenband von der ganzen Welt vertreibt. Und dann ziehen sie aus und Sie können auch mit Ihrer Villa machen, was Sie wollen. Also ich sage Ihnen eins. Wenn die Eidenbenzes nicht auf den ersten Termin kündet, dann fliegt mir der ganze Kartoffelkartoffel zum Haus aus, ist das klar? Völlig. Ich schaue das Weile zu, aber dann... Sowieso klar, alles klar. Die Zeiten sind schon schwer genug für die Hausbesitzer, bis man noch überall rechte Leute in der Wohnung rein hat. Und will man mal eine richtige Säu war, dann sind es bestimmt Engel. Es ist zum Heulen, also adieu. Adieu. Das hat meine dunnert. Ja, aber es hat noch nicht eingeschlagen. Die Frau Brunner. Ja. Glauben Sie eigentlich an Wunder? Soll ich mehr Lohn bekommen? Von der Stadt? Ja. Sie müssen nicht gerade nach den Sternen greifen. Nein, aber ich glaube, mit diesen Kaduffs ist ein Wunder passiert. Ich hoffe nur eins, es bleibt so. Dem Freien würde ich die Lektion von Herzen gönnen. Und wir hätten, ohne dass wir es wollen, aus einer Zigeunerfamilie anständige Leute gemacht. Das wäre ja fast so schön wie Melo. Ja. Es wäre jetzt nur noch, dass Seidenband und Kaduff sich befreunden würden. Ja. Nehmen wir noch ein bisschen Kuchen? Also ich kann sicher nicht mehr. Ich habe noch schon 4 Stück gehabt. Und du, Kari? Ha, kann auch nicht mehr. Aber noch ein wenig Sirup? Ja, gerne. Also. Und jetzt habe ich noch eine Überraschung für dich, Sepp. Schau mal, was das ist. Oh, für mich? Ja. Wir haben nämlich erfahren, dass du so gern modellieren. Und meine Frau hat es immer so gehalten, dass an ihrem Geburtstag die Kinder ein Geschenk bekommen. Das ist ein Modellierkasten mit Lehm und Spachtel und alles, was dazu gehört. Ja, aber der ist ja noch viel toller als der in der Schule. Freut's dich? Ja. Darf ich denn den behalten? Ja. Sagst meiner Frau Dankeschön und gib ihr einen Schmitzli.
wenn du willst. Nein, das ist ganz nicht nötig. Ich geb dir dann eins, wenn du von jetzt an mit allen Tierli lieb umgehst und nicht mehr so dumme Sachen machst wie mit dem armen Katzenbusi. Gell, das versprichst du mir. Ganz sicher. Oh, Sepp, schau mal da rein. Oh, Ja, das sind echte Meißner Porzellanfigürli. darf ich mal schauen? Ja. Warte, ich mache mal auf. Ist nett, gell? Das ist eine richtige Prinzessin. Wie macht man denn echt das Stoffmuster so genau? Halt, pass auf! Hey, du mein. Ich wollte doch noch sagen, du sollst nicht in die Hände nehmen. Ja, ich habe es ganz sicher nicht extra gemacht. Sie war gerade das Nuckigste. Ja, du hast jetzt gerade einen Rockzipfel ab. Aber ich glaube, man kann ihn kleben. Ja, da musst du nicht traurig sein, Amalie. Ich bin halt, wenn er selber die Schuld, die hätte der Kasten halt nicht sollen aufmachen. Jetzt ist es kaputt. Das ist doch sicher teurer so etwas. Ja, das schon, aber wir haben ja noch viel von diesen Rokoko-Fräulein. Weißt du was? Zur Strophe musst du uns mit dem Modellierkasten hier aus dem Lärm etwas ganz Schönes modellieren, gell? Aber es muss wirklich schön sein. Das mache ich. Das mache ich ganz sicher. Also ich weiss nicht, was der Frener gegen die Eidenbenzes hat. Das sind doch wahnsinnig nette Leute. Ja, die haben halt jetzt plötzlich eine soziale Adern entdeckt und eine pädagogische Aufgabe. Sie erinnern sich an ihre Kinder. Voran haben sie ja tatsächlich etwas Ätherbetätiges gehabt. Mit anderen Worten, die Kette des Glücks reißt nicht ab. Sie reißt nicht ab, wie du richtig bemerkst und im klassischen Deutschen vermeldest. Aber jetzt machen wir einen Gump über den glücklichen Tag. Es ist bereits morgen. Weisst du, am 8. Uhr Abend soll sich doch Sophie beim Herrn Weber vorstellen wegen einem besseren Job. Ah ja, und jetzt ist sie dort und staunet, weil ihr die Wohnung so bekannt vorkommt. Sie weiss, wo der Radio steht, sie weiss, wo die Hausbar steht und einen Hüllenschreck hat sie, wo sie merkt, warum sie das alles weiss. Das ist nämlich die Wohnung, wo sie am Anfang von unserer Geschichte mit dem Fred eingebrochen ist. Genau, wo sie die Wellen gemacht haben. Und dann hat sie doch so ein bisschen zu viel Whisky verwünscht, dass sie sanft entschlummert ist. Kunststück, dass sie jetzt so schrecklich schüch ist und am liebsten Hals über Kopf davon wäre. Ja, dann gang ich halt wieder. Aber nein, vielleicht trinken sie noch ein Gläschen. Wir haben da einen hübschen Fruchtsaft in der Hausbar. Nein, sicher nicht. Aber ich hätte gerne ein Schlückchen. Und sie leisten mir doch noch Gesellschaft, ja? Ja, also, wenn Sie wollen, warten Sie, ich hol's Ihnen grad. Was? Ah ja, der Fruchtsaft. Hey, jetzt schau mal da. Sie müssen den 6. Sinn haben, dass sie wissen, wo unsere Hausbar ist. Wir haben gefunden, es sei besonders originell, sie hinter den Klassikern in der Bibliothek aufzubauen. Und sie finden sie auf Anhieb. Mal. Das ist... Ich habe das drum schon in anderen Häusern gesehen. Ja, ganz gleich. Ähnlich fast. Ach, was sie nicht sagen. Die Innenarchitekten. Immer sagen sie einem, das gäbe es sonst nie. Ah, Fred. Darf ich dir Fräulein Gaduff vorstellen? Sie ist gewissermaßen eine Nachbarin von uns. Und das ist mein Sohn Fred. Fred, was ist auch? Bist doch sonst nicht so ein Holzbock? Darfst du ihr schon die Hand geben? Grüezi, Fräulein Gaduff. Grüezi, Fred. Herr Weber. Ja, Weber, das ist mein... Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Hä? Ach so, ja. Aber jetzt muss ich wirklich gehen. Aber Sie haben doch gesagt, Sie wollen mir noch ein bisschen Gesellschaft leisten. Ja, aber ich habe ganz vergessen, ich muss dem Vater noch im Garten. Sicher, es ist höchste Zeit. Also, dann will ich Sie nicht zurückhalten. Und entschuldigen Sie meinen Mann, er muss eben immer von einer Sitzung zur anderen. Aber erwartet Sie am Dienstag am 9 Uhr in seinem Büro. Die Adresse haben Sie? Ja, ich habe es aufgeschrieben. Auf Wiedersehen, Frau Weber. Hat die Fräulein Gaduff? Und danke vielmals. Das ist schon recht. Ach Gott, das arme Mädchen. Ganz vergelstert war es. So ein Scheuchs. Scheuch? Ja, rührend. Das ist auch klar, wenn man aus so einfachen Verhältnissen... Jesus! Was ist? Ich habe den Schlüsselstecker am Auto. Ich bin gerade wieder da. Wo du noch immer deinen Kopf hast. Ja, nun. Dann muss ich mir halt meinen Fruchtsaft selber holen. Sophie! Sophie! Sophie, so wart doch! Los jetzt mal. Ich will jetzt ein für alle Mal nichts mehr zu tun haben mit dir. Warum
Was ist denn passiert? Sie lassen mich doch nicht zum Narren halten. Du bist wie der grösste Gangster und dann brichst du mit mir in deine eigene Wohnung ein und lässt mir deinen eigenen Whisky saufen, bis ich einen Pallari habe. Und woher hast du denn alle die Wege gehabt? Wegen? Ja, im Vater sein, der Mutter, ihre Missgabe, ja, denk. Ja, und dann hat mir der Harro mal seine Kiste gepumpt. Ich habe eben gemeint, das mache ich dir Eindruck. Ausgelacht hast du mich. Die ganze Zeit. Aber du hast ja recht gehabt. Bin ja selber das grösste Kalb gewesen, dass ich nichts gemerkt habe. Und jetzt soll ich eine Stelle kriegen bei deinem Vater. Aber das ist doch prima. Kabis. Kommt überhaupt nicht in Frage. Spielst mir da wilde Rolle vor. Und ich fliege drauf hin und find's noch glatt. Glatt? Ja. Aber jetzt ist fertig. Einer, der mich so an der Nase rumführt und nur grinst über mich. Aber los Lass doch, mich jetzt in Ruhe. Such dir eine Zürichberg-Schwalbe, die zu dir passt. Bitte, Sophie. Und mich hast du gesehen. Und sag nur daheim, ich pfeife auf den Job in deinem Bär. So, adieu. Sophie! Sophie! Also Kopf, wenn ich dich doch richtig gern habe! Heiliger Bimbam. Die Frauen haben doch ein kompliziertes Innenleben. Und jetzt läuft die arme Sophie heim. Sie ist total durcheinander. Der Fred ist der Frau Weber ihr Sohn und alle Gangsterei war bloß ein Bluff. Sie haut heim in ihr Zimmer, legt sich aufs Bett und fängt wieder einmal an zu heulen. Sie schämt sich und sie weiß nicht warum. Gemein Kerli. So eine gemeine Kerli. Warum eigentlich gemein? Ja, das weiß sie selber nicht. Sie ist froh, dass sie allein ist in der Wohnung. Die anderen Kinder pfusen und die Eltern sind bis... Ist aber nicht wahr. Wieso nicht wahr? Die sind eben bis Seidebenzes. Seidebenzes hat nämlich entdeckt, dass Ehepaar Kaduff gern jasset. Aber das ist doch Löhli-Zeugtums. Wenn jetzt schnell herlegen, dann müssen sie es doch nicht mit dem Bauer abstechen. So verkacheln sie mir ja das ganze Spiel, wenn wir doch zusammen spielen. So wie Sie reden, habe ich allerdings nicht das Gefühl, dass wir zusammen spielen, wenn Sie so freundliche Ideen ausstoßen gegen mich. Blöd. Freundliche Ideen. Man wird seinem Partner doch denken dürfen, die Meinung sagen, wenn er spielt wie ein Mundkalb. Ich habe gar nicht gewusst, dass Kälber auf dem Mond auch jassen. Sobald, red doch nicht so wüst. Ja, ist doch wahr. 980. Ja, ich habe mich nicht getischt. Wir bedanken uns. Hä? Ja, wir sind fertig. Ja, wir haben geputzt. Präzis. Der Kampf Frauen gegen Männer ist das wohl ausnahmsweise von den Männern gewonnen worden. 38 Punkte haben es noch gefehlt. Darum habe ich doch den Bauer gegeben. Ja, so. Dann sind sie halt kein Mundkalb. Das habe ich auch gedacht. Sonst wäre mir sicher früher schon einmal aufgefallen. So, aber jetzt ist genug. Ich finde, man sollte immer dann aufhören, wenn man am Gewinnen ist. Das finde ich auch. Aber wir armen Frauen müssen jetzt aufhören, mit dem Verlieren. Ja, nu. Es war ein lustiges Spiel, das eine Match, das wir gemacht haben. Ja, grossartig. Einfach grossartig. Nehmen Sie noch ein Schlickchen, Herr Kaduff. Ja, gell? Nein. Ich glaube, der Balz hat jetzt genug. So. Aha. Gut. Dann hat der Balz genug. Habe ich halt genug. Wie Sie meinen. Ja, ich sollte vielleicht doch mal schauen, ob die Kinder schlafen. Es ist ja alles mixeli still da oben. Ist ja Sophie schon heimgekommen? Du, ich bin so gespannt, wie das rausgekommen ist wegen dieser neuen Stelle. Ach, wenn ich sie beneide, Frau Kaduff. Wie schön ist es doch, ein wenig Sorgen zu haben wegen seinen Kindern. Seit unsere aus dem Haus sind, ist es auch gar leer geworden. In jedem Eckli ist eine Erinnerung an meinen Bub oder an meine Tochter. Und jetzt, was habe ich davon? Hier und da ein Briefchen aus Toronto oder eine Karte aus Boston. Man ist sehr allein, wenn man älter wird. Ja, ja. Aber auch Kogenzeug hat man immer wieder mit diesen Kindern. Man kann halt nicht mehr aus dem Haus. Und der Kleid brüllt auch gar geschwind. Ja, wenn Sie mal in die Stadt oder so, bringen Sie das Buschi doch zu mir runter. Ich hätte es gern. Nein, das kann ich Ihnen nicht zumuten. Psst! Was ist? Ruhig. Da schleicht doch einer im Garten umeinander. Um Himmels Willen, wieso? Ja. Ein Einbrecher. Warten mal. Warten. Da, bei der General Sutterrose. Du, ich glaub, die Figur kenne ich. Wer kann denn das sein? Jetzt hebt ja der Brennnessler. Da fresse der Brunnentrog samt dem Holderstrauch. Das ist der Rüdi Süli. Ach, du traumst. Kannst du es doch gar nicht sehen, es ist doch viel zu dunkel. Das ist der Rüdi Süli. Natürlich ist es. Der verjagt's doch, wenn er sieht, wie gut es mir geht.
Aber warte mal, der kriegt noch seinen Denkzettel. Hals, mach doch um Himmels Willen keine Dummheiten. Sollen wir nicht lieber der Polizei telefonieren? Nicht Polizei! Dem gebe ich Töten schleichen. Mit dem wird der Kartoffel noch allein fertig. Sei nur ganz still. Mach mal der Jalousie, laden auf wieder, Mama. Also gut. So, jetzt ziehe ich gerade noch den Gartenstuhl rein. Da, wenn du da hebst, dann vertwitscht der Hahn. So, und jetzt mit Volldruck und Dünnstrahl. Nummer 1, Wasserwendrohr für Kartoffelstellung. Jetzt rette, wer sich retten kann. So, Rührsüri. Jetzt kommst du dran. So, wo hast du noch eine trockene Stelle? In deinem Innenleben, in deinem Traurigen. Halt! Sind Sie Brustwort? Hören Sie doch auf! Sie machen mir ganz nass! Sophie! Sophie! Wer da? Stehen bleiben! Wer sind Sie? Hände hoch! Stellen Sie doch jetzt das Teil Wasser auf! Wer sind Sie? Was machen Sie da? Was ist denn, Papa? Was machst du? Jetzt ist es blöd. Stell doch das Wasser ab. Wer sind Sie? Was haben Sie da verloren? Dem gehören Sie. Um Himmels Willen, der Fred. Er ist schon ganz nass. Fred, komm. Sophie, mach Licht da im Garten. Ja. Oh, verreckt. Entschuldigen Sie, ich hab gemeint, Sie sägen einen ganz anderen. Aha. Und die anderen, die spritzen Sie mit Ihrem Gartenschlauch ab. Ich habe eben angenommen, einen Säck. Ne? Wer sind Sie überhaupt? Und was haben Sie da zu suchen? Wieso kennen Sie meine Tochter? Ja, wissen Sie, wir sind einander einmal in einer anderen Welt begegnet. Ah. Oh, du heilige Strohsack, ich sehe nicht aus, wie wenn ich in Zürichsee reingefallen wäre. Wieso streichen Sie da ums Haus rum? Ja, ich kann Ihre Tochter ein Ständchen bringen. Ich habe noch die Mandoline vergessen. Aber ich kann nur sagen, Gott sei Dank, bei Ihrer Feuerwehrübung werde ich glatt versoffen. Man hat sich keine dumme Sprüche mit dem Kartoffel. Sie haben hier bei meinen General Sutter einen Dreck verloren. Zu Befehl, General Sutter. Fred, Jesus, hat er dich so nass gemacht? Das nächste Mal, wenn ich in die Nähe von deinem Haus komme, lege ich die Badhosen an. Wer ist das? Was gibt's denn? Ums 1000. Ein tropfnasser Jüngling. Was macht denn der da? Ist es ein Einbrecher? Wenn Sie jetzt endlich einmal rausrücken, wer Sie sind. Das ist doch der Sohn vom Herrn Weber, von meinem zukünftigen Chef. Wie kannst du nur so einfach fremde Leute anspritzen? Ja, woher kennen ihr denn einander? Mama, das ist er doch. Und ich habe doch erst heute erfahren, wer er ist. Ja, um Himmels Willen, der junge Herr Weber. Ja, der Herr Weber Junior. Büromöbel angekommen. Ganz richtig. Der nasse Herr Weber Junior, Büromöbel Agro. Was fällt Ihnen ein? Das Haus hat doch einen Eingang und eine Glocke. Ich bin nicht ganz so sicher gewesen, ob ich erwünscht bin. Was soll ich jetzt noch sagen, wenn ich so wie ein begossener Budel heimkomme? Er darf doch schnell reinkommen, sich ein bisschen trocknen. Sonst holt er sich noch einen Pfnüssel. Wir sind doch keine schwedische Sauna. Ja, wenn ich vielleicht nur das Gröbste... Tut mir leid, Fred. Er hat es nicht so gemeint. Komm schnell. Jesus, wenn du krank wirst. Heute Abend habe ich das Gefühl gehabt, das wäre gerade recht gewesen. Ach, schwätz kein Blech. Komm, ich tue dich abtrocknen. Ein eigenartiges Missverständnis. Was macht denn der junge Herr Weber bei diesen General Sutter Rosen? Ich glaube, die sind ihm so lang wie breit. Mir scheint, er hätte einen anderen Esli im Sinn gehabt. Aha, sah ein Knabe ein Röslein stehen, gewissermaßen. War so jung und morgen schön. Ja, da ist er halt es nah zu sehen. Das hat ja etwas Rührendes. Sie ist aber auch eine reizende Mädchen, ihre Tochter. Und er ist aus allererstem Haus. Allererstem Haus habe ich gerade noch gehört. Und so einen hat er nicht mehr gelernt. Geht man in ein vornehmes Haus durchs Gebüsch rein. Der Fred wird also in die Wohnung der Kartuffs hineingelassen und Sophie wickelt ihn in ein paar Tücher und probiert mit dem Bügeleisen seine Kleider zu trocknen. Das geht natürlich ein Weile. Ja. Ja. Und Sie sind also daher, wo meine Tochter, wegen dem sie aus der Stelle davon ist und immer so hat müssen brüllen. Mama. Hat sie brüllt wegen mir? Hat sie wirklich brüllt wegen mir? Dann darf mich der Herr Kartoff gerade noch mal anspritzen. Es tut mir leid. Ich danke Ihnen dafür. So bin ich doch endlich mit den Eltern von meiner Sophie bekannt worden. Ihr Sophie, die gehört vorläufig noch mir. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.